Mitten unter den Partywütigen auf der Wiesn einer, den wir sonst nur ganz seriös kennen, unser Euro-Inspektor. Doch hat er bei Mass und Rummel nur noch sein Vergnügen im Kopf und vergessen, was seine Aufgabe ist? Nein, wir können Sie beruhigen. Euro-Inspektor Walter Kaiser ist eindeutig in dienstlicher Mission unterwegs. Man liest Schreckliches in der Zeitung. Wiesn bei Preisen in Deutschland an Spitze. Teuro-Wiesn, Maß Bier in München, generell teure Wucher-Wiesn, Teuro-Maß. Deswegen bin ich hier. Erst mal hören, was die Leute so sagen. Aber die Maß ist immer teurer. Die wird von jedes Jahr wird die teurer. Ja, also wenn ich mir überlege, wenn ich da drinnen in dem Bierzelt anschaue, was ein Händler kostet, da kriege ich ja woanders einen ganzen Karton dafür. Der Mann mit der Lizenz zum Prüfen tut was. Zuerst ist das Wichtigste auf dem Oktoberfest dran, der Bierpreis. Was sagt der Chef dazu? 6,30 €, genau. Hat aber früher, wie viel, können Sie erinnern, was hat das 2001 gekostet? Soweit ich weiß, glaube ich 11,70. Das wäre eine Preiserhöhung von 9,2%. Das ist richtig, aber wir müssen uns auch den Bierpreiserhöhungen der Brauerei anschließen. Also ist es aber doch zur Erhöhung Das ist gekommen. doch ganz normal, dass die Brauereierhöhungen müssen wir auch anziehen. Ganz normal ist das also. Die Bierpreise auf dem Oktoberfest haben um bis 9% angezogen. 4 € gab es auch schon mal für 6 Mark. Ob da der teure Teufel zugeschlagen hat? Preise überprüfen, da ist Walter Kaiser mit ganzem Herzen dabei. Und sind die denn gegenüber dem letzten Jahr teurer geworden? Gar nicht sind die teurer geworden. Jedes Jahr werden die Sachen. Jedes Jahr wie viel Prozent ungefähr? Ja, aber ich bin Walter Kaiser von der ZDGVP. Ja. Ich muss ja schon auch prüfen, wenn... Ja schon, aber wenn Sie gerade im Sturzgeschäft... Ja, aber die Zeitungen schreiben ja hier Schreckliches über die Wiesn. Wiesn bei Preisen in Deutschland an Da Spitze. gebe ich Ihnen meinen Mann. Ja. Und der kennt sich mit den Preisen bestens aus. Ja, 4 € ungefähr. 4 und das ist aber teurer als da drin. Weiß ich nicht. Wissen Sie Ja, nicht. jeder kann kalkulieren, wie er es Ja, will. okay. Es gibt keine Preisabsprachen. Ja. Merken Sie nicht das. Okay, Ganz gut, einfach. dann bedanke ich mich. Ja, wiedersehen. Tschüss. Ja, Geschmack, wie man geht damit. Wer bei Süßigkeiten nicht genau aufpasst, zahlt bis zu 30% mehr. Jetzt fragt der Euro-Inspektor herum. Hat jemand auf der Wiesn Preiserhöhungen beobachtet? Ja, er sagt ja. Schlicht und einfach umgesetzt von D-Mark in Euro. Zum Beispiel was? Da vorne haben wir uns einen Kaffee gekauft, der kostete in Euro genauso viel wie im letzten Jahr in D-Mark. Das wäre eine ungeheuerliche Preiserhöhung von 96%. Da muss Walter Kaiser doch mal nachfragen. Jetzt haben mehrere gesagt, geht mal bei rein. Die haben alles erhöht. Kaffee ab 5,80. Und das wäre mehr oder teurer als letztes Jahr. Ist das so? Generell, ja. Generell ist das so. So wie mit dem Bier. Geht alles. Bier ist auch teurer geworden. Natürlich. 9 € für ein halbes Hähnchen. Trotzdem, in der Edelschenke selbst regt sich keiner über ein paar Prozent mehr oder weniger auf. Doch zum Oktoberfest gehören nicht nur Essen und Trinken, sondern auch Autoscooter, Achterbahnen und andere Sachen, die einen schwindlig machen. Hier zeigt Walter Kaisers Kampf gegen den Eurowucher erste Erfolge. Immer wieder entdeckt er korrekt umgerechnete Preise. Der Rummel auf dem Oktoberfest, ein echter Genuss für alle, die auf den Preis achten. 2% billiger, kein teurer Aufschlag bei den Höllenmaschinen. Da freut sich auch unser Euro-Inspektor. Na also,